Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Wieder mal Battlefield 3. Hoffentlich kommt es nicht zu oft, wenn das überhaupt gehen kann. Und lasst uns doch über Gott sprechen. Nein, über die Kirche. Ja, schon eher. Heute mal ein Video, wo, ja, weiß ich nicht, privat, jein, ne? Also einfach meine Ansichten zur Gott und die Welt und die Kirche und so. Und hoffentlich hasst mich dann keiner, aber vielleicht interessiert es ja einen. Ich denke, die meisten von euch werden nicht so gottgläubig sein, ja, weil sie einfach sagen, ja, das hilft mir doch auch nichts, wenn ich jetzt sage, ja, ich glaube an den, ja, und dann tue ich es gar nicht. Ja, kurz, scheiße, bin ich schlecht. Und ja, einfach mal jetzt ein bisschen meine Einstellungen. Ich musste nicht in die Kirche gehen, zur Kommunion schon, ja, aber dann später nicht mehr, oder Kommunion und was gab's dann noch? Kommission? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Und ich bin eigentlich ein sehr unkirchlicher Mensch, der, ja, wie schon gesagt, meine Mutter war da sehr gut an meinen Vater, das war toll, dass ich nicht gehen musste. Es war Kirche, willst du? Nein. Na dann halt nicht, ne? Weil, was mache ich in der Kirche? Ich sitze da drin, eine halbe Stunde, friere wie im Kühlschrank und dann gehe ich raus. Super! Was hilft mir das jetzt? Einige Menschen, die brauchen das. Das soll jetzt auch nicht schlecht oder wertend sein und so. Nein, einige Menschen, denen gefällt's halt da, dann sagen sie, ja, dann geht's mir besser, wenn ich hier in die Kirche gehe und dann kann ich hier an Gott glauben, aber ich find's halt, dass es so ist, dass ich kann halt überall zu Gott beten, wenn ich will. Ich kann beim Spazierengehen zu Gott beten oder an Gott denken oder irgendwie da was Religiöses machen. Ich kann das machen, wenn ich gerade irgendwas zocke, wenn ich gerade einen Film schaue oder wenn ich dusche. Ich kann immer an Gott denken. Gott ist nicht in der Kirche gefangen. Er ist überall, würde ich mal sagen, wenn überhaupt, ja. Ich bin kein Atheist und ja, ich weiß nicht, ich denke mir halt, ja, es kann schon was geben, das ist schon nicht verkehrt. Was ist das? Warum ist Spaß verboten? Ich denke schon, ich persönlich, wie schon gesagt, alles meine eigene Meinung, es kann schon sowas geben, sowas Allmächtiges, wo uns über uns wacht. Das kann sein, ja, bin ich sogar nicht dagegen, also, ja, warum nicht, ne? Würde mich nicht stören, wenn sowas gibt. Aber auch wenn es sowas nicht gibt, würde es mich nicht stören. Beweisen kann man es ja nicht. Und ja, meine Fresse, also ich sage jetzt ja nicht, es gibt keinen Gott. Oder ich sage jetzt nicht, du musst an Gott glauben, sonst hasse ich dich. Nee, sowieso, jeder soll so leben, wie er meint. Wenn ich jetzt denke, ich glaube nicht an Gott, dann lebe ich halt so. Wenn ich jetzt denke, ich glaube an Gott, dann lebe ich halt so. Also ich leben und leben lassen. Ich will so behandelt werden, wie ich andere behandle. Und andersrum, ja. Ich will jetzt nicht sagen, hey, du Kumpel, ja, weißt schon, du musst jetzt so an Gott glauben. Und dann sagt er, ja gut, aber dann musst du bitte an den Weihnachtsmann glauben oder an irgendwas anderes. Dann sage ich, nee, das ist ja voll dumm. Ja. Jeder soll halt das machen, was er will. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Gott gibt oder irgendwas. Ich habe zwei Theorien, würde ich sagen. Über Gott. Oder über das, was halt allmächtig, was allwissend ist. Auktorial, allwissend. Es könnte sein, wirklich, dass es einen Gott gibt, der auf uns niederschaut oder irgendwie so. Vielleicht wohnt er auch bei uns oder ich weiß ja nicht, ne? Kann ja alles sein, man weiß es ja nicht. Ihr könnt ruhig schreiben, es wäre aber dumm, was du denkst. Ja, von mir aus, ja. Es wäre wurscht. Dann denkt ihr halt anders. Ist ja auch gut. Ist ja schön, dass es so viele einzelne Individuen gibt. Das wird so langweiliges Leben. Aber es kann schon sein, dass es einen Gott gibt. Es kann aber auch sein, was ein bisschen, vagevoller ist. Riskanter. Riskanter ist ein schönes Wort. Was riskanter ist, es könnte auch sein, was ich mir auch schon einige Male dachte wirklich, dass
irgendwie Aliens oder Außerirdische einfach uns beobachten. Es können auch Menschen sein, die irgendwie besser sind als wir, die Übermenschen zum Beispiel, und uns beobachten in ihren Untertassen oder was auch immer oder wie auch immer, schauen die uns jedenfalls zu und ja, sozusagen machen uns immer wieder. Also es könnte so sein, dass die jetzt sagen, ja, es gibt jetzt hier... Oh, so, ihr wunderschöne Menschen. Ich wurde unterbrochen, weil man auf diesen verschissenen, dummen Server keine Schrotflinten benutzen darf, keine Sniper benutzen darf. Was? Egal. Ich war gerade dabei, es könnte aber auch so sein, dass, wie schon gesagt, Aliens uns beobachten könnten und uns immer wieder neu sozusagen starten, immer wieder so die Evolution abspielen lassen und so, und was sich halt ändert, dass die vielleicht, ja, sozusagen mehrere Menschenarten, dass es die schon gab und dass irgendwie alle immer wieder den gleichen dummen Fehler machen. Dass halt wieder immer alle bloß Geld wollen und mehr und haben. Ja, jeder will bloß haben und Geld und mehr und besser sein als der andere. Und das könnten sie, ich weiß nicht, ob das, es könnte auch ein Film sein, ich weiß es nicht. Aber ich könnte es mir halt durchaus vorstellen, dass Aliens irgendwie da jetzt... ja, uns wirklich beobachten und irgendwie, ja, das regieren oder bestimmen und so. Also, könnte sein, ist er wirklich sehr, ziemlich abwägig, muss ich sagen. Was ich auch noch glaube, was sehr, real ist, finde ich, oder was ich mir wirklich denken kann, weil es echt cool ist, warum ist es denn nicht so, also ich denke, dass es so ist, warum gibt es denn nicht mehrere, ja, sozusagen, nicht Formen, nein, schwer zu sagen, ja, nicht mehrere Formen, nein, Arten oder Sachen von uns, also Paralleluniversen, das meine ich. Es könnte doch ein Paralleluniversum geben, wo zum Beispiel ich ein Mädchen oder eine Frau bin, weil ich ja schon 18 bin, oh, ich bin eine Lady, eine Dame, da könnte ich schon 18 und, also da bin ich ja gleich alt, und eine Frau sein, oder ich könnte 10 Jahre älter sein, 10 Jahre jünger sein, mich könnte es gar nicht geben, es könnte alles anders sein, jeder, der hier männlich ist, ist da weiblich, oder irgendwie so, ja, oder weiß ich nicht, was es alles für verschiedene Paralleluniversen gibt. Ich weiß nicht, ob es wirklich schon festgestellt wurde, dass es eins gibt, weiß ich aber nicht, ob man das beweisen kann, denke mal nicht, aber es wäre schon cool, also sowas wäre echt cool, muss ich sagen, so ein Paralleluniversum, wo alles anders ist, einfach auf den Kopf gestellt, wo ich dann irgendwie, ja, wo ich dann 500 Milliarden Abonnenten habe und Commander Krieger zum Beispiel bloß 1500, ja, oder wenn es Commandateurin, irgendwie so, ja, das wäre interessant. Ich weiß nicht, ja. Ich finde Weltraum, ja. Ich finde den Weltraum sowieso unglaublich spannend. Es gibt eine Alkoholwolke im Weltraum und die ist einfach, die hat eine Menge, dass man, ich glaube, irgendwie 1 Trilliarden Liter Bier herstellen könnte. Ja, geil, oder? Ich find's Weltraum so interessant, hey. Was es da alles gibt, das muss ich mal fast ein bisschen erzählen, weil ich mich da sehr für interessiere und auch mich mit Zeitreisen auskenne. Ja, Zeitreisen, ne? Boah, die ist so geil, die Shotgun, aber ich bin so langsam, ne? Ja. Und ja, heute mal meine Weltanschauung, Alien-Universum-Anschauung, vielleicht findet ihr es komisch, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Könnt ihr mir unter die Kommentare schreiben. Vielleicht auch eure. Denkt ihr, es gibt einen Gott? Oder ja, denkt ihr, es gibt keinen Gott? Geht ihr in die Kirche oder nicht? Zum Beispiel. Oder was gibt's noch? Ja, verschiedene Sachen halt. Und so, was ich halt gerade gesagt habe. Warum
oder ob es einen Gott gibt, ne. Ja, weil ich glaube ja, die Kirche, ich halte echt überhaupt nichts von der Kirche. Warum spendet oder macht der Vatikan sein Vermögen, was er da angehäuft hat, die ganzen Sachen nicht zu Geld und gibt es irgendwie Menschen, die leiden? Warum denn nicht? Ist es uncool oder was? Also anscheinend schon, weil die haben ja Millionen oder Milliarden von Wertsachen hier im Vatikan stehen. Das ist ja der reicheste Staat überhaupt. Und, glaube ich weiß nicht, ob es stimmt. Und, ja, dann geben sie nichts her. Es gibt zwar den Vatikan-Radiosender in 50 oder 60 Sprachen, aber dann will man nicht mal hier ein paar Tausend ausgeben für Menschen in Not. Also, oder Tiere oder irgendwas anderes oder Bildung oder keine Ahnung, ja. Irgendwas. Also ich mag halt die Kirche nicht. Ich finde halt, ja, ich habe die Bibel gelesen, ich glaube bis zur Hälfte habe ich sie gelesen und dann wollte ich nicht mehr. Ich habe wirklich nichts gegen Gott oder gegen die Kirche, ich mag sie einfach nicht. Also ich denke halt, das ist halt einfach, ja, so eine Geldmacherei. Andere Menschen, ich bin halt so einer, der braucht es halt nicht. Ich habe, wie ich noch ein Kind war, wirklich gebetet. Jeden Abend habe ich gebetet, was halt dann, also danke, dass ich irgendwie also ich habe mich für mein Leben bedankt, dass alles so ist, wie es ist und dass ich halt die Freunde habe und dass heute das schön passiert ist und so habe ich dann gebetet, habe ich bedankt bei Gott oder zu irgendjemandem halt, der das hören oder vielleicht nicht hört. Und mir halt doch ein bisschen gewünscht, was morgen passieren könnte. Ja, dass ich da nicht ausgefragt werde und so. Also war schon, wenn ich zurück, dann ziemlich lustig, muss ich sagen. Ziemlich süß, die Vorstellung, eigentlich. Aber ich weiß ja wirklich nicht, wie es ist oder wie es sein wird oder wie es sein kann. Ne? Boah, ich bin das Schlechteste überhaupt, ey. Und ja, das habe ich halt früher wirklich gern gemacht, so gebetet, ja. Ich ging nicht in die Kirche, aber ich habe gebetet, weil es kann ja wirklich sein, dass es einen gibt, oder es kann halt auch nicht sein, das weiß man halt nicht, ja. Und ich will keinen von euch irgendwie jetzt sagen, oh, du bist ja scheiße, du gehst in die Kirche. Ja, wenn er gehen muss oder wenn er will, dann soll er doch. Wenn es ihm Spaß macht, warum denn nicht? Wenn es mir Spaß macht, irgendwie mir aufs Knie zu hauen mit einer Dachlatte, warum soll ich das nicht machen, hey? Und dann an den Knödelgott denken und glauben und beten. Und dann sage ich mein Mantra auf. Und das heißt Ödel die Dödel, ich hab Hunger auf Knödel. Das ist mein Gott-Mantra oder das Spaghetti-Monster. Es gibt eine Religion, die glaubt an das Spaghetti-Monster. Die glauben, dass das im Weltall rumfliegt und beten halt zu dem. Ich finde das voll geil. Ja. Also Freiheiten, wohin's Auge reicht, das soll auch so sein, das finde ich auch gut so. Und mit dem vierfachen Granatenkill, 13:7, also ja gut, 2-0 KD, nicht schlecht. Sag ich mal, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, bleibt so schön und tschüss.